Seltsame Fische. Ja, da sind noch vieles mehr. Hier bei Risen 3 Titan Lords. Stinkt wie die Pest. Die werde ich ganz bestimmt nicht essen. Ihre Augen sehen merkwürdig lebendig aus. Oder ist nicht Neven, sondern der Fisch. Ja, weil jetzt haben wir festgestellt, dass uns die Spur nach den Seelenfressen hierher führt zum Neven. Der sieht zwar relativ normal aus, also Betonung liegt auf relativ. Aufgepasst! Geht doch. Die waren natürlich alle, bis auf Mendoza, der schlägt sofort zu. Ja. So, und nicht anders geht das. Jetzt soll das Viech also hier oben sein, also... Da haben wir noch eine nette Höhle. Na, okay. Hä? Das ist ja wirklich... Hä? Wieso? Was hast du jetzt gesehen? Nein, Spinnen! Ich hasse Spinnen! Die Spinnen, die Spinnen! Spinnenbrut gehört ausradiert. So, sage ich mal, Servus! Du Mistvieh sollst mich kennenlernen. It's Magic Time! Bam! Splits und Donner! Was? Der hält ja ganz schön was aus. Jetzt schwören können, da unten wär's. Da ist nicht in der Nähe war, genau, muss er hier hin, Questen ihre geführt und hier oben. Und da können wir auch alles noch machen, okay. Einer fehlt. Oh, Entschuldigung, Leute. Einer fehlt noch, ja, wohl gemerkt. Einer fehlt. Nemo? Was ist passiert? Was machst du? Ach, vergiss es. Ich muss schlafen. Unglaublich müde. Boah, pfui Teufel, ey, wie das stinkt. Dein Traum war gar kein Traum. Wie meinst du das? Das Monster, das im Traum zu dir gesprochen hat, war ein Seelenfresser. Ich hatte es geahnt. Was ist jetzt mit dem Seelenfresser? Du brauchst dir keine Sorgen mehr, um ihn zu machen. Sehr gut. Hier hast du die versprochene Belohnung. Dankeschön. Dein Freund ist wieder da. Ich sehe es. Glücklicherweise habe ich diese Fische hier nicht gegessen. Wieso? Weil sich einer der Fische plötzlich in meinen Freund hier verwandelt hat. Ich möchte gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn ich die Fische gegessen hätte. Ich kann mich plötzlich wieder an alles erinnern. Erzähl mir, was passiert ist. Als wir hier ankamen, waren wir 9 Leute. Wir waren ausgeschickt worden, um die tiefsten Stellen der Insel zu erkunden. Es ist lustig. Was? Ich kann mich daran erinnern, wie ich alles vergessen habe. Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Erzähl weiter. Nach der ersten Nacht hier waren schon ein paar von uns verschwunden. Ich erinnere mich, dass wir wussten, dass jemand verschwunden war. Wir konnten allerdings nicht mit dem Finger drauf zeigen. Es war, als hätten wir die anderen über Nacht vergessen. Stattdessen lagen überall diese Fische herum. Keiner von uns wollte sie anrühren. Was ist dann passiert? Naja, nach und nach sind immer mehr Leute verschwunden. Bis schließlich nur noch ich übrig war. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Warum hat sich nur einer wieder zurückverwandelt? Vermutlich ist es bei den anderen schon zu lange her. Wahrscheinlich sind sie schon tot. Da gibt es nichts mehr zum Zurückverwandeln. Ich muss jetzt los. Alles klar. Danke nochmal. Kein Problem. Kann ich von dir etwas lernen? Vielleicht kann ich dir das ein oder andere zeigen. Tja, Schwertmeister war Nahkampf. Das ist gleich wie bei... Ja. So gut bin ich auch nicht. Ja, der Nahkampf, Alter. Das nicht hier 100 braucht Nahkampf, das ist übel.
Nun gut, ich merke gerade, wir haben gemäß wieder 63, das heißt, sie könnte ja jetzt wieder mal ein Schattenherzchen verspeisen, war? Wäre doch gar nicht mal so schlecht. Muss eigentlich benutzbar sein. Diebeskraut ist auch nicht schlecht. Jetzt juckt mein Ohr noch direkt unter dem Kopfhörer. Ah, so. Nice. Noch nicer. Und wir werden immer stärker. So, der ist auch tot. Oder speichern, man weiß ja nie. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Der ist ja down. Wieso kommt jetzt der immer noch? Der ist doch... Ne, ist egal. Das heißt, einer fehlt noch. Ah, muss der irgendwie durch die Höhle durch, wa? Genau, kommen wir direkt dort raus. Cool. Sag mal. Ganz kurz, Leute. Ah, mein Ohr, mein Ohr. So. Jetzt müssten wir gehen. Wir kommen jetzt hier ein bisschen hoch. Ah, ja. Ach du Scheibe, Kleister. Okay, das sieht übel aus. Wir brauchen ein bisschen Magic, sprich Kristallfackel. Das wird nichts. Ja, muss jetzt ausrüsten, was? Den haben wir sowieso kaum gebraucht. So, ganz kurz Kopfhörer aufsetzen, damit ich noch was höre. Ganz ehrlich, Leute, ich habe keinen Bock drauf. Du sagst, Mendoza, das war geil, wa? Und vor allem schnell. So, aber langsam mal das Schwert wieder. Glaubst du noch immer, dass du deinen Geist zurückkriegen wirst? Natürlich. Ihr Menschen seid alle gleich. Oh. Ein Funken Hoffnung macht Servus. für das Offensichtliche. Das war's dann wohl. Ja, du, geil. Ja, das hat schon was, das hat schon was. Wer bist du denn? Hallo, Diaz. Mann, was willst du? Ich muss an mein Training denken. Wozu das Training? Es gibt nur zwei Gründe, warum man trainiert. Der eine ist, um im Kampf die Oberhand zu behalten. Und der andere sind die Weiber. Die stehen auf diesen Scheiß. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Mach, dass du Land gewinnst. Wie lautet euer Auftrag? Ach, du findest keinen anderen zum Volllabern, was? Na gut. Ich sag dir das jetzt nur einmal, Junge. Also, hör mir gut zu. Hector und ich sollen die Nahrungszufuhr sichern. Aber das hat Zeit. Was ich hier gefunden habe, ist wichtiger. Carlos kann warten, meine neue Frau nicht. Was hast du anzubieten? Hier, sie selbst. Was Interessantes. Oh, minus 20 Alter. Ja, das hat wohl kaum etwas für uns. Hm? Gut, Tschüssikowski. Da vorne soll es bereits der nächste Typ sein. Oder was damit zu tun hat. Na, Ah. wen haben wir denn da? Ihr müsst von weit her gereist sein. Kommt und gesellt euch zu mir. Ihr seht müde aus. Ja, wenn das mal keine Falle ist. Warum nicht? Eine kleine Pause kann nicht schaden. Wahr gesprochen. Selbst die größten Helden schöpfen ihre Kraft in der Ruhe. Ganz zu schweigen von der Wärme, die ich euch geben mag. Bitte verzeiht, aber ich fühle mich eigenartig geborgen in eurer Nähe. Ihr müsst sehr beliebt bei den Frauen sein. Ja, das ist natürlich so, aber rennen Sie nicht weg von mir, ja, Schluss mit dem Süßol, ja. Naja, zumindest rennen sie nicht weg von mir. Nur keine falsche Bescheidenheit bei eurer Statur. Ich denke, sie verzehren sich geradezu nach jemandem, wie ihr es seid. Und ihr seht aus, als werdet ihr selbst mit den größten Problemen fertig. Vielleicht habt ihr eines Tages Zeit, auch mir einen Dienst zu erweisen. Welchen denn, Süße? Welchen Gefallen soll ich dir tun? Ach, wisst ihr, es ist immer wieder das Gleiche. Kaum findet sich ein Verehrer auf dieser Insel, sind sie nur an einem interessiert.
Und mich umgarnen gleich 2 von dieser Sorte. Sie sind eine Plage. Ich kann dir nicht folgen. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Ihr einziges Augenmerk ist es, mit mir das Nachtlager zu teilen. Es wäre mir eine große Freude, wenn Sie verschwinden würden. Für immer. Ja, die hat's aus den Ohren. Geht das nicht ein bisschen zu weit? Ich fürchte, nein. Nur Ihr Tod garantiert mir meine Freiheit. Stellt euch nur vor, was passiert, wenn die anderen Soldaten von mir erfahren. Männer, die wochenlang allein auf See waren, können grausam sein. Tun wir ihr den Gefallen. Unsere Zeit ist kostbar. Ich hab da eigentlich noch was anderes vor. Wie sieht die Belohnung für diese Heldentat aus? Ich biete dir, was den Soldaten verwehrt bleiben soll. Eine Nacht, die ihr nie vergessen werdet. Mein Körper soll der eure sein. Das sind natürlich sehr eindeutige Angebote. Ich bin natürlich nicht komplett abgeneigt. Man ist natürlich Gentleman und so. Wir haben zum Glück da noch unsere Mission und so und wissen, dass hier einer sein soll. Und wenn die nicht irgendwie ein Schattenfresser ist, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Wie bist du auf diese Insel gekommen? Gewiss habt ihr eine Antwort auf diese Frage verdient. Doch ich vermag sie euch nicht zu beantworten. Ein grauer Schleier umgibt meine Erinnerungen. Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon eine Ewigkeit gefangen. Also die Frage, was machen wir? Was? Sollen wir erstmal speichern und angreifen? Dann hätten wir direkt mal ein paar Dinge erledigt. Oder soll ich wirklich die beiden Typen aus dem Weg räumen? Was steht denn hier noch Schönes? Will man verschwinden? Müssen doch die beiden sein, war ganz klar. Okay, habe ich eigentlich kein Interesse. 100er Truhe, oh. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja, das allerdings schon. Okay, so geht's nicht und auf der anderen Seite geht's auch nicht. Oh. Mann! Boah, natürlich rein zu früh. Nein, komm schon. So. Jetzt aber. Wieso nicht gleich so? Zack. Sehe ich hier mit was? Nö, sieht aber ganz normal rot aus. Dann noch ein bisschen Goldklee. Interessant. Das könnte man eigentlich mal mit dem bei zwei quatschen, wa? Lass die Finger von ihr. Ich denke gar nicht. Circe will dich tot sehen. Mich? Niemals. Sie will eine Familie mit mir gründen. Dann hänge ich meinen Dienst an den Nagel und werde gemeinsam mit ihr alt. Du musst dich also verhört haben. Hey, ich war zuerst hier. Sie gehört mir. Such gefälligst woanders nach einer Braut. Und jetzt zisch ab zu Carlos und mach dich nützlich. Kannst Diaz gleich mitnehmen. Nette Begrüßung. Du denkst wohl, auf die Tour schaffst du mich. Aber nichts da. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Circe wird mein Weib. Als hätte die Welt sonst keine Probleme. Nicht wirklich. Circe will, dass ich dich töte. Wenn du denkst, dass ich dir das abkaufe, dann vergiss es. Sie hat mir zugesagt, dass sie mich heiraten wird. Warum sollte sie mich dann wohl töten wollen? Also pass bloß auf, was du da von dir gibst. Ist ja schon gut, uns Arm drücken. Wäre eine Variante, war. Das mit der Pflichterfüllung nimmst du nicht so ernst, oder? Sag mal, was quatschst du denn da? Hast du hier jetzt das Kommando an dich gerissen oder was? Ich mach schon noch meinen Dienst. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Die Circe, die kann einen ja ganz schön bezirze. Hilfe. Da oben könnte noch irgendwie was sein, wa? Ich kümmere mich darum. Lieber Konton.
Mistviecher begreifen es einfach nicht. Nö, aber ist nichts Neues. Hallo, lieber Golem. Du bist auch gleich down. So, was haben wir jetzt hier noch Schönes? Ein Klingenblatt. Naja. Das ist durchaus schön, ne? Kann man durchaus mal so sagen. Ein totes Klientel noch viel schöner. Mendoza, das ist alles andere schön. Du Mistvieh sollst mich... Wow, ist das echt Schatten nicht? Die Fähigkeit fehlt mir wohl noch, wa? Die Mistviecher begreifen es einfach nicht. Ich bin gerade ein bisschen blind, weil ich weiß nicht, wo ich gerade hingehe. Da drüben ist doch was. Kommt man auf eine andere Seite? Das ist allerdings eine gute Frage. Naja. Was soll's? Geld brauchen wir, also sprich Gold brauchen wir sowieso nicht mehr. Wir sind ja reich genug. Jetzt muss ich irgendwie runterkommen. Komm mal runter, Alter. Ja, kann ja schon. Ja, Freunde können es natürlich angreifen und so, wäre schnell erledigt. Dauert zu lange. Ja, der macht das schon. Respektable Leistung. Oder er macht es eben auch nicht. Dort hat es noch eine Truhe. Ist das nicht nice? Obwohl, eine 10er-Truhe, was soll ich damit? Verschenken wäre durchaus eine Variante. Okay, wir haben jetzt genug hier herumgeblödet und so. Die gute Zirze denkt wohl, sie können hier einfach ihre Männer um den Finger wickeln, wa? Tja, ohne uns. Wie viele Teleportsteine es hier gibt. Hector sagt, du hättest versprochen, ihn zu heiraten. Ein Scharlatan, wie er im Buche steht. Wenn ihr mit ihm fertig seid, werde ich seine Zunge rausschneiden. Ich bin diese Lügen leid. Diaz behauptet, du willst mit ihm eine Familie gründen. Und ihr fallt darauf herein? Ich hoffe, ich muss nicht an eurem Tatendrang zweifeln. Bringt es zu Ende. Ich glaube dir kein Wort. Dein Auftrag war es, beide zu töten, nicht meine Absichten zu hinterfragen. Ihr Menschen seid doch alle gleich, schwach und verkümmert. Jetzt bezahlst du den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Nein, das falsche Viech! Oh, gibt's doch nicht. Hey, wo kommen die ganzen Schergen her? Okay, junges Fräulein, du willst unbedingt sowas? Nein, er wollte gar nichts. Und dann einen anderen, die Schattenviecher. Das war's dann wohl. Ja, immerhin gibt es noch ein bisschen Ruhm, wa? Das lohnt sich auch voll. So, Freunde, wir haben die alle durch. Alle Viecher hier sind platt gemacht. Jetzt fehlen uns noch die Dinger. Da muss sowieso hier hin zurück. Das heißt, wir machen das auch gleich. Da kann ich eigentlich so rüber, wa? Und dann nachher so und dann hoch. Und dann wird wohl der Part auch zu Ende sein. Ja, ich weiß eigentlich, wäre bereits jetzt zu Ende, aber ich will das echt alles zu Ende bringen zuerst. Können wir endlich im nächsten Part mit dem nächsten weitermachen. Vom Nibelzug her. Es ist noch zu früh für die Magie. Und schon ist Ruhe. Schon ist gut. So, wo bin ich jetzt eigentlich langsam? So komplett falsch, toll.
Tote Skelette sind mir am liebsten. Von unten kommen wir ja. Okay. Dann geht's ja doch hier noch weiter. Na, was ist denn das noch hier? Was gibt's denn hier noch Schönes? Aha. Servus, Warren! Was sagen ich? Ich treffe die Dinger gar nicht. Mendoza? Bist du gut Freund mit dem oder wie? Die alte Magie aus! Ja, das war's dann wohl. Jo, irgendwie schon. Eine Flaschenpost. Was da wohl drin ist? Das frage ich mich auch. Wir müssen erstmal zurück. Und zwar zum nächsten. Da gehen wir zum Treffpunkt für die Quest. Also sprich zum Ursprungsort. Dankeschön. Dann zu Carlos und dann war's das. Das findet auch der Lux. Ja, Mendoza, sehr schön, kommt auch mal. Du Mistvieh, Schnie, schna, schnappi, der kleine Schnappeli. Mein Alter, mach doch mal. Wo kommt denn plötzlich die Waldspinne her? das war's dann wohl. Meine Fresse, ey. Immer wieder neue Viecher. Die wollen uns einfach in Ruhe lassen. Da kommt Ärger auf. Jetzt kommt schon der nächste Lux wieder. Wow. Wow. Bin langsam überhaupt noch richtig oder bin ich hier schon komplett falsch? Sag mal. Erledigen wir das zusammen. Wow! Gar nicht gesehen, ey. Ja, was auch sonst. Während des Nachtes und, jupp, dankeschön. Wow! Das ist nur Felsspinne. Die brutzelt mal ein bisschen. Oh. Entschuldigung, liebe Ratte. Diese Aufzeichnungen hat schon seit Ewigkeiten keiner mehr angerührt. Hier steht: 300 Jahre sind seit dem Krieg gegen den Herren der Unterwelt vergangen. Doch er ist nicht geschlagen. Er lauert in seinem Orkus und nähert sich von den Seelen der Verstorbenen. Diese Insel schlägt eine Brücke zwischen dem Orkus und der Welt der Lebenden. Könnte nützlich sein. Besser, ich stecke die Seite ein. Allerdings, in ihre geführt, was 2 von 3 erst. Ansonsten steht hier nur noch Scheiße. Schön. Hä? Wo ist denn? Für die Flaschenpost? Hey, ich hab die doch auch mitgenommen. Ja, doch hier. Freunde, das Spiel verarscht mich gerade. Was zum Henker? Okay, dann machen wir es jetzt anders. Wir gehen jetzt wieder. Ja, dorthin, wo wir eigentlich hin sollen. Gemäß Quest wird zum Ursprungsort und schauen uns da mal ein bisschen um. Wir müssen die Flashpost nochmal irgendwie aufnehmen. Ich hab's doch gemacht, wir haben es angesehen und so. Wirklich, wirklich seltsam, was hier auf der Nebelinsel so alles abgeht.
Nein, komm schon. Wow, das war knapp. Es einfach nicht. Ja, ich gerade auch nicht. Ich muss mir das Schwert nehmen. Das Nachladen dauert einfach zu lange. Für langsame Gegner noch ganz praktisch, aber so für die schnellen Dinger, nö. Hier oben ist aber. Der ist bereits down und ja, wir sind gleich da. In eurer Welt wandeln? Fleisch. Lebendiges Fleisch. Lasst euch mal genauer ansehen. Du hast wohl schon lange nichts mehr gegessen. Das Offensichtliche ist der Bruder der Sehenden. Ah ja. Seid ihr auf der Suche nach Antworten? Vielleicht habe ich welche für euch. Der Tod segnet einen mit Weisheit, die manch Mensch im Leben vermissen lässt. Endlich mal jemand, der Klartext spricht. Erzähl mir mehr über dich. Balthasar der Magier. So rief man mich einst. Ich bin der Herr dieser Insel. Aber mit wem habe ich es zu tun? Ich bin ein Wächter im Dienst der Magier von Taranis. Taranis? Von diesem Ort höre ich zum ersten Mal. Merkwürdig. Ihr seht aus, als wolltet ihr die Geheimnisse dieser Insel ergründen. Tut euch keinen Zwang an. Meinen Segen habt ihr. Dankeschön, lieber Balthasar. Was werde ich hier finden? Die Narren finden den Tod. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Doch ihr seid nicht der Erste, der hier Fuß gefasst hat. Eilt euch also, wenn ihr Schätze heben wollt. Sehr gerne. Was ist das für ein Ort? Er ist der Anfang eines neuen Zeitalters. Die Geburtsstunde des Schattens, der aus dem Nebel steigen wird. Doch noch braucht es Zeit. Diese Insel ist also besonders. Ja, hier hat ein Tod Bedeutung. Woanders verrotten die Kadaver nur vor sich hin. Wie lange bist du schon tot? Jahrhunderte habe ich kommen und gehen sehen. Die Zeit hat für mich an Bedeutung verloren. So lange schon? Auch die Ewigkeit ist nur ein Zustand unter vielen. Wenn der Schatten euch umhüllt, seht ihr die Dinge mit anderen Augen. Warum habe ich das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst? Ich diene als Wegweiser für die Suchenden. Und ihr seid auf der Suche. Mein Geheimnis jedoch wird euch verborgen bleiben. Nur wer die Spuren der Zeit gefunden hat, wird es lüften. Was meintest du mit Spuren der Zeit? Hört gut zu. Mit Zeichen gefüllt, doch am östlichen Strand wieder angespült. Und das soll mir weiterhelfen? Strengt euch an oder teilt ihr Schicksal. Bitte was? Was von mir verheimlicht? Ja, in ihre geführt, aber ich hab die doch. Jetzt ist sie wieder da. Hallo, verarschen? Naja, ein Teleportpunkt hier immerhin noch. Immerhin etwas. Okay, fahren wir ganz kurz runter. Die Flaschenpost geholt, wo sie bereits hatte. Ich dachte zumindest, habe sie da weggeschmissen, würde mich mal stark wundern. Dann gehen wir wieder zu Balthasar zurück. Und dann zu Carlos. Und dann ist hoffentlich der Part langsam mal vorbei. Der schnellste Weg. Ja, schon einen Weg entlang. Und dann am Schluss einfach ins Wasser. Geh doch nicht ins Wasser! Doch. Es muss sein. Wir müssen ins Wasser gehen und unsere Seele reinigen. Oh mein Gott, wie kryptisch kann es eigentlich noch werden? Ist das ein Go? No, noch so ein Wasserhexe, scheiße. Ein Teleportpunkt, interessant. Wow, Mann, weg hier. Hey, wo ist denn der Golem hin? Hey, wie kommt der dorthin? Kumpel, ich will deine Erfahrungspunkte haben. Wow!
immer noch immun dagegen war. Nö, nicht wirklich. Komme ich hier hoch durch Springen? Ja, das klappt sogar. Springen sage ich schon. Klettern natürlich. Entschuldigung. Ja, klar, wir sind nicht im Wasserfall hoch, wa? Also, wir können ja alles. Ansonsten steht hier nur noch Scheiße. Hä, aber... Verstehe es nicht, Freunde. Ansonsten steht hier nur noch Scheiße. Quest sind Ihre geführt? Ja, das sagt er. Wieder die Flaschenpost. Verstaubte Aufzeichnung. Fehlt doch die Flaschenpost noch. Die hatten wir ja auch schon. Im Strand angespült, das hat er so gesagt, wa? Muss man noch überlegen, wo warten die jetzt vorhin? Die war hier unten, was? Hat die irgendwie wieder zurückgelegt oder irgendwie durch den Bug des Spiels? Doch, das war hier unten. Die kommt echt nach. Naja, dankeschön. So geht hier im Wasser gar nichts bezüglich halt dem irgendwelchen Zaubern. Schon besser. Nee, so weit oben war das gar nicht. Oh, dann bist du sowieso falsch. Scheiße. Ja, Mendoza geht zurück. Das war der falsche Weg. Wir müssen hier entlang. Und das Spiel einfach verarscht. Unglaublich, wa? Hier war doch die Flaschenpost. Bin ich jetzt komplett bescheuert? Nee, ich sehe auch nichts mehr. Die war garantiert. Hier haben sie aufgenommen, die Flaschenpost. Aber das Spiel hat sie einfach nicht abgespeichert. Okay, ja, es bringt nichts, er sagt mir, weil verwiderte Flaschenpost habe ich noch nicht, dabei habe ich sie ja schon. Dann sagt er mir aber, das hier habe ich nicht, obwohl ich das bereits habe. Er selber sagt auch, ich muss sie irgendwo suchen, oder? Vom Strand angespült und so etwas. Aber ich habe sie bereits, also, entweder ist es wirklich so, dass die Mission hier, die Quest, wie auch immer, verpackt ist, oder aber ich habe sie wirklich irgendwie selber verpackt. Oder nicht wüsste wie. Also mal ganz kurz quatschen, dann gehen wir doch zu Carlos, dann speichere ich mal, starte das Spiel neu und dann gucken wir mal, wa? Genug geredet. Die Insel wartet auf euch. Ja, nee, also entweder ist das echt verpackt oder ich hab's einfach in einen Fehler gemacht, wenn ich noch nicht weiß welchen und wieso. Schon gehört, die Insel soll wieder sicher sein. Wegen deiner Seelenfresser. Bereit für einen Lagebericht? Gut, ich höre. Der Seelenfresser des Südens ist Geschichte. Ausgezeichnet. Weiter? Eines dieser Mistviecher hatte sich in einem Tal im Südosten verkrochen. Das ist nicht gut. Im Norden sollte es keinen Seelenfresser mehr geben. Gute Arbeit. Das sollte der letzte gewesen sein. Gut. Mit den übrigen Gefahren werden meine Männer schon fertig. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Nimm dies als Belohnung. Du glaubst wohl alles, was man sich so erzählt, oder? Quatsch. Aber ich glaube, dieser Neue hat ordentlich Staub aufgewirbelt. Jo, das stimmt. Nur gut, Freunde, wir waren natürlich noch nicht überall. He? Uns fehlen noch hier und da ein paar Dinge. Gut, Teleport haben wir schon 3 gesetzt. Und noch fehlt irgendwo auch noch einer. Ansonsten würde ich sagen, das war's hier mit der Nebelinsel. Wie gesagt, ich werde das Spiel nochmal schnell neu starten und gucken, ob das wirklich noch so ist. Auch nochmal einen alten Spielstand laden. Ich habe jetzt immer fleißig gespeichert und mal gucken, wenn ich es noch schaffe, das Ganze zu retten. Machen wir das im nächsten Part noch. Wenn nicht, dann war's das. Also ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock, da irgendwie dem Spiel da irgendwie nachzutrauern, von wegen da, oh nein, die Mission geht nicht, ich muss irgendwie alles nochmal neu machen und
entbuggen und so, Updates runterladen, etc. etc. Nö, da habe ich echt keinen Bock drauf. Dann gehen wir direkt im nächsten Part dann mit Crows Geisterflotte auf große Fahrt, wa? Tja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss. Schnauze mal, Leute, mit dem Verabschieden. Tschüss.